Wir haben es vorhin noch gerade von Zensur. Was kennen wir nicht in der Schweiz? Also, ist ein kleines Beispiel aus alter Zeit, jetzt gerade wieder GoldenEye, ist so ein typisches Spiel, wo in der Schweiz tiptop frei erhältlich war, in Deutschland eine Zeit lang, und dann ist es indiziert worden und vom Markt genommen worden. Genau. Und jetzt gerade ein prominentes Beispiel, das ich eben auch selber am eigenen Leib erfahren, ist Call of Duty World War II. Da habe ich mich leider nicht geachtet und ich bin einfach davon ausgegangen, dass es mittlerweile so ist, dass man Spiele bekommt, die nicht zensiert sind in der Schweiz. Das ist ein ganz dummer Fehler von meiner Seite. Ich habe eine Best-of, eine Special Edition dann zumal vorbestellt beim einem grossen Game-Lieferant in der Schweiz. Übrigens ein sehr guter Lieferant, sehr kulant immer, das muss man auch mal sagen. Die wissen sicher, was ich meine. Und es war interessant, ich habe das Spiel drin da. Ich habe dort auch, glaube ich, das angespielt habe ich gemacht, glaube genauso wie die 6 Folgen. Und ich habe tatsächlich erst realisiert, als ich eine zensierte Version habe, wo das Intro ist gekommen. Also ich habe gespielt, schon relativ weit, und dann habe ich auf einem YouTube-Video gesehen, dass da ja eben Hakenkreuze drin sind und nicht einfach nur Kreuz, normale. Und dann dachte ich, hey Landonner, es gibt es ja nicht. Ich habe dann für mich entschieden, dass ich da nicht mitmache. Dann hat er bei dem Lieferant nachgefragt und gesagt, wäre es möglich, dass ich es zurückgeben kann, weil ich zahle nicht für ein Spiel, das zensiert ist, in der Schweiz. Und da muss ich natürlich schon sagen, ist es von den Herstellern einfach eine reine Bequemlichkeit. Zum Glück haben die meisten jetzt englische Versionen, oder? Wo ich kann Englisch, aber jemand, der nicht Englisch kann. Also es ist einfach so ein Zwang in der Schweiz, obwohl wir das Gesetz nicht haben. Das ist wirklich... Das wirst du aber auch nicht ändern können. Also du musst sehen, das sind grosse Game-Hersteller, sie operieren weltweit und sie machen für die wichtigsten Sprachen und dort, wo sie aus business-analytischen Erkenntnissen merken, da haben wir einen Markt. Dort machen sie Übersetzungen für den lokalen Markt, weil sie möchten so viele Leute wie möglich erreichen. Jetzt der deutsche Markt, der grösste Player auf dem deutschen Markt, vom DACH-Markt, ist unangefochten Deutschland. Das ist klar, ja. Und Deutschland hat sehr strenge Regeln, was Nazi-Symbol und Nazi-Verhalten und Aussagen. Ja, also gegenüber uns. In Games angeht, was übrigens das Problem ist von der rechtlichen Nomenklatur. Ja. Games sind in Deutschland, also zum es anders sagen, das deutsche Recht akzeptiert in öffentlichen Ausschreibungen und öffentlichen Darbietungen, dazu gehören grundsätzlich Games auch, also so als Grundsatzidee akzeptieren sie keine nationalsozialistische Referenzen. Das ist einfach, wir haben genug von dem, das versteht man. Das verstehe absolut, ja. Genau, und ausser für historische Darstellungen, also zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie ein Doku läuft oder in der Schule, also dann wäre es ja lächerlich, wenn sie jetzt bei jeder alten Aufnahme schnell Hakenkreuz rausfiltern. Ja, oder zum Beispiel, wenn in der Schule ein alter Film gezeigt wird, wo es um Politik im Zweiten Weltkrieg geht oder so, oder in Kunst, in künstlerischen Darstellungen. Das Problem ist jetzt aber, dass bislang, ich glaube, es gibt langsam ein paar andere Fälle, das wird hinterfragt, haben die wichtigsten Gerichte in Deutschland Videogames nicht als Kunst, sondern als Spielzeug deklariert. Und Spielzeug geht nicht unter die Fälle, wo man kann sagen, gut, ihr sind ausgenommen. Lang hat man können sagen, würde ich behaupten, also Videogames sind Spielzeug, aber mittlerweile, wo Games bombastischer sind und epischer und umfangreicher als so manche Filme, die du siehst. Ja, genau. Es ist ja gerade letztes Jahr rausgekommen, GTA 5 hat alle Bücher und Filme in der Geschichte der Menschheit geschlagen, was Einnahmen angeht. Mit 6 Billionen, nein, es sind 6 Milliarden, nicht Billions, Milliarden. 6 Milliarden Dollar Einnahmen über sie zu verkauft ist. Das massiv. Ist Wahnsinn. Unvorstellbar, Und es ist auch ein Film zum Mitspielen, es ist auch ein unfassbar gutes Spiel. Das kommt langsam so in den Punkt, wo auch der hinterletzte ältere Jurist, sage ich jetzt einmal, der vielleicht selber nicht gamet, erkennt, da ist ein künstlerischer Werk dahinter. Oder es sagen ihm genug wichtige Leute, hey, da ist ein künstlerischer Werk dahinter. Und dann, wenn wir in Deutschland so weit kommen, dass Deutschland sagt, gut, also Games sind jetzt Kunst, sie werden dann harte Regeln haben, was ein Game muss sein, dass es Kunst ist. Weißt du, dass das Spiel im Sinne von Inside, ich weiß nicht, ob du es kennst, oder so die grafisch mit einem sehr
polarisierenden, aber schönen grafischen Stil ausgestatteten, ruhigen Games, wo man kann sagen, das ist ein künstlerisches Game, das ist artsy. Dass sie vielleicht sagen, dort ist okay und bei reinen Shooter ist es nicht okay. Ja. Dann hast du wieder die Frage, das geht dann wieder 10 Jahre und dann ist es wieder anders. Aber es ist einfach so, dass der Master, also die Hauptübersetzung, wird für den deutschen Raum gemacht, mit dem deutschen Raum im Sinn, und der grösste Player im deutschen Raum ist der mit der strengsten Regel, also machen wir es nach der strengsten Regel. Die deutsche Variante ist auch die zensierte. Jetzt könntest du sagen, ja, aber dann macht doch einfach von jetzt an für Österreich und Schweiz eine deutsche Variante. Ich mache die deutsche Variante mit den anderen Symbolen. Das habe ich mich schon lange gefragt, genau. Ja, richtig, das ist eben nicht so simpel. Es ist eben nicht so simpel. Ja. Eben nicht. Jetzt überlegt zum Beispiel Wolfenstein. Sie haben dort alles geändert. Hitler hat kein Schnauzbart mehr. Also, wie sagen wir, einfach so ein Oberlippenbart. Er wird in der deutschen Übersetzung nicht mein Führer, sondern mein Kanzler genannt. Okay, ja, das ist natürlich... Es würde jetzt also wenig Sinn machen, wenn du überall Hakenkreuze und SS-Totenköpfe und Adler hättest, aber er wird mein Kanzler genannt. Und sie würden nicht extra jeden... Da verstehe ich sie noch immer zu tun, ein bisschen. Sie würden nicht extra jeden Voice Actor sagen, sag's einmal mit meinem Kanzler und einmal mit meinem Führer. Nur das mit der Schweiz und weil die Schweiz und Österreich sind fairerweise einfach keine grossen Märkte. Und klar, als Schweizer Gamer sagst du, aber wir wollen gleich behandelt werden, das verstehe ich schon. Aber du musst halt einfach aus der Business-Perspektive sehen und dort macht es einfach keinen Sinn. Ja. Darum, wir werden, wenn überhaupt, nicht gleich deutsche Varianten bekommen, unzensiert. Es gibt viele Menschen, die nicht Englisch können. Allerdings ist Englisch können das ist natürlich ein ambivalenter Begriff. Also du kannst Englisch reden und du kannst Englisch verstehen. Ja, genau. Verstehen tust du es noch schneller mal, wenn du ein bisschen Englisch in der Schule hast. Reden ist etwas anderes, also bis du dich sicher fühlst. Aber verstehen, würde ich behaupten, tust du es noch schneller mal, wenn du bis vor 15 Jahren, 10 Jahre in die Schule gegangen bist. Das kann ich so unterschreiben, absolut. Und ich glaube dann, wenn du das Spiel unbedingt unzensiert haben, ob es jetzt ein saurer Apfel ist oder nicht, weiss ich nicht. Für mich persönlich ist es halt keiner, weil ich es lieber habe auf Englisch. Aber ich würde behaupten, dann ist es nicht so ein wahnsinnig grosser. Nein, also ich habe jetzt auch nicht irgendwie nicht das Gefühl gehabt, es sei schlimm, wenn ich jetzt Englisch ist kein Thema. Also meine Mutter hat Englisch können. Ich habe englische Schallplatten gehört, Status Quo, alles mögliche. Hip-Hop, aufgewachsen mit Hip-Hop. Irgendwann verstehst du einfach Englisch. Vor allem als Jüngere ist das kein Thema, oder? Lernst du sehr schneller, oder? Genau. Aber das stört mich nicht. Das ist mehr so ein bisschen jedes Mal, wenn man wieder liest, jetzt bist du wieder... Da muss man aufpassen, als Schweizer, dass man eben halt die englische Version bestellt. Natürlich auf mich verrückt gewesen, dass ich das gar nicht geschnallt habe, oder? Das ist natürlich... Ja. Und dann kommt das eigentlich gut, das ist richtig, ja.